Gefühl, wir brauchen in Deutschland einen Aufbruch und dieser Aufbruch verbindet sich mit der Sozialdemokratischen Partei. Schönen Dank, dass ihr alle da seid. Wenn ich mich hier so umgucke, dann sehe ich, da sind ganz schön viele, die haben auch noch Masken. Das gehört sich so, weil wir in einer ganz besonderen Situation sind. Corona ist noch da. Aber auch das kann man an dieser Stelle sagen. Mittlerweile sind sehr, sehr viele Bürgerinnen und Bürger in diesem Land geimpft. Über 50 Millionen. Und deshalb gibt es zwei Dinge, die ganz klar hier festgehalten werden können. So wie wir gekommen sind, so weit wie wir gekommen sind, können wir sagen, es wird keinen neuen Lockdown geben müssen. Und die Kinder, die Schülerinnen und Schüler können auch wieder zu den Schulen gehen. Das muss stattfinden in diesem Land und das ist jetzt möglich. Dass wir so weit gekommen sind, dass wir bis hierhin gekommen sind, das hat etwas damit zu tun, dass wir zusammengehalten haben. Es hat auch etwas damit zu tun, dass viele Männer und Frauen hier in diesem Land ordentlich geforscht haben, dass ein begnadetes Unternehmerpaar dafür gesorgt hat, dass aus dieser Forschung was wird und dass wir jetzt großartige Impfstoffe haben, die wir einsetzen können, um in Deutschland die Bürgerinnen und Bürger zu impfen, aber auch in der ganzen Welt das möglich zu machen. Ein Zeichen für die Leistungsfähigkeit unseres Landes, etwas, auf das wir aufbauen können. Aber das ist auch wahr. Wir haben zusammengehalten, um mit der Kurzarbeit viele Arbeitsplätze zu retten. 40 Milliarden hat das gekostet. Wir haben zusammengehalten, um Betriebe durch diese schwierige Situation zu bringen. Und das hat auch sehr viel Geld gekostet. Am Ende des nächsten Jahres wird es so sein, dass wir etwa 400 Milliarden Euro neue Schulden gemacht haben werden. Das ist viel Geld, das wir eingesetzt haben, aber was wir zu Recht eingesetzt haben. Denn es sind wenige Arbeitsplätze verloren gegangen. Mittlerweile fängt sich die Wirtschaft und wir kommen in einen Aufschwung rein. Gut, dass wir das gemacht haben. Aber wenn wir so viel Geld eingesetzt haben, wenn wir so viel getan haben, um Arbeitsplätze zu retten, um Unternehmen und Betriebe zu schützen, dann ist es eine sehr, sehr merkwürdige Idee, dass genau in dieser Situation CDU, CSU und auch die FDP vorschlagen, dass es mal dringend Steuersenkung geben müsste für Leute, die so viel verdienen wie ein Bundesminister oder noch viel mehr. Das ist nicht nur unfinanzierbar, das ist unsolidarisch und völlig aus der Zeit gefallen. Was wir jetzt brauchen, das ist doch Zusammenhalt, dass wir das, was uns stark gemacht hat in dieser Zeit, auch für die Zukunft einsetzen. Oder jetzt ganz konkret in der Lage, in der wir uns befinden. Ich habe jedenfalls noch alle Bilder im Kopf von dem Hochwasser in Nordrhein-Westfalen, in Rheinland-Pfalz, in Bayern habe ich mir das angeschaut und die Zerstörung gesehen. Eins ist klar, diejenigen, die ihre Liebsten verloren haben, die werden wir nicht trösten können. Diejenigen, die gestorben sind, werden wir nicht wieder zum Leben erwecken können. Aber was wir machen können, was wir als Land zustande bringen können, ist dafür zu sorgen, dass was zerstört worden ist, wieder aufgebaut wird. Die Häuser, die Betriebe, die Straßen, die Schulen, die Kindergärten, die Brücken. Und das haben wir entschieden als ganzes Land. 30 Milliarden setzen wir ein, damit das, was kaputt gegangen ist, wieder aufgebaut wird. Und das ist richtig und das ist gut so. Aber auch das ist ein Zeichen des Zusammenhalts und der Solidarität. Und diesen Zusammenhalt, den brauchen wir in unserer Gesellschaft, weil die Zeiten sich ändern und weil es in diesen Zeiten dann immer etwas gibt, auf das man sich verlassen können muss, auf das man rechnen können muss, das wichtig ist für diese Situation. Und da will ich 3 Dinge nennen, die mir ganz wichtig sind. Das Erste, in einem so reichen Land wie Deutschland kann es nicht weiter dabei bleiben, dass so viele Kinder in Armut aufwachsen. Ich will, dass wir das ändern mit einem neuen Kindergeld, einer Kindergrundsicherung, die gute Perspektiven auch für diese Kinder schafft.
Und ich finde, wir müssen noch mehr tun für die jungen Leute in diesem Land. Wir müssen dafür sorgen, dass es genügend Krippen und Kitas gibt, dass es Ganztagsangebote in den Schulen gibt, dass ein guter Übergang von der Schule in den Beruf gelingt. Denn es sind viel zu viele, die nicht gleich nach der Schule eine Ausbildung finden, sondern erst, wenn sie knapp 20 sind. Und deshalb sage ich, wir müssen einen besseren Übergang hinkriegen. Die Berufsausbildung, die Lehre, das ist unverändert die wichtigste Ausbildung in Deutschland. Und für mich ist auch das wichtig, dass wir denjenigen, die sich dann ein Studium zutrauen, die das beginnen wollen, sagen, das kann auch gelingen, unabhängig vom Geldbeutel der Eltern. Und deshalb ist jetzt in einem Jahr, in dem wir 50 Jahre Jubiläum haben für das BAföG, für die Ausbildungsförderung, eine sozialdemokratische Errungenschaft, aber auch zu sagen, das muss jetzt gründen.